Wer von euch hat gern Joghurt? Ja, es sind doch einige Hände. Wie ihr vielleicht wisst, hat es in so Joghurt hat's ja ganz viele Kulturen, so Milchsäurebakterien. Und die helfen, dass es Joghurt zum Beispiel so säuerlich schmeckt, wie es eben schmeckt. Oder dass es zum Beispiel stichfest ist oder cremig. Ich bin überzeugt, wenn du ein Joghurt isst, denkst du genau an diese Sachen. Nein, natürlich nicht. Das sieht man ja am Joghurt nicht an. Da innen lebt es hoffentlich nicht und sonst ist etwas auch nicht so gut, aber liegt dann wahrscheinlich mehr am Haltbarkeitsdatum. Und so ist es auch in der Kirche. Die Kultur von der Ehre möchten wir uns heute auseinandersetzen. Ich habe das Buch gelesen von Danny Silk, vom leitenden Pastor aus der Bethel Church in Reading. Und ein paar Gedanken daraus möchte ich uns weitergeben. Ein Buch, das sehr zu empfehlen ist, durchzulesen und durchzuarbeiten. Ja, was bedeutet die Kultur der Ehre? Ich möchte heute Morgen so 2 Bibelverse möchte ich über den Morgen oder über die Predigt stellen. Und der eine steht in Römer 12,8. Seid in herzlicher Liebe miteinander verbunden. Gegenseitige Achtung soll euer Zusammenleben bestimmen. Die brüderliche Liebe untereinander und auch die schwesterliche sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Also ein Wettlauf, ein Wettrennen nach Ehrerbietung. Was bedeutet der Begriff Ehr? Der Begriff Ehr bedeutet eigentlich, es ist eine angemessene Achtung, die wir jemandem entgegenbringen. Das ist eine Wertschätzung. Und im Hebräischen lesen wir, dass das hebräische Wort für Ehr heißt, ich gebe etwas oder jemandem Gewicht. Das heißt, ich gebe jemandem oder etwas Priorität und gebe ihm Ehr. Ich gebe ihm Aufmerksamkeit. Ich gebe ihm Wert und Würde. Und so ist es auch beim Abraham gewesen. Wir lesen über den Abraham, dass er Gott gegeben hat, indem er an Gott geglaubt hat. Aber nicht nur Gott hat er gegeben, sondern auch seinen Mitmenschen, nämlich zum Beispiel dem Lot. Er hat ja dem Lot gesagt, hey, du darfst auswählen, gang rechts oder links, ich gehe den anderen Weg. Und Gott hat ihm sein Leben gesegnet. Und wir lesen auch, in der Gebot lesen wir das Beispiel, Ehr Vater und Mutter, damit du lang wirst leben in deinem Land. Das einzige Gebot, wo Gott uns gibt mit einer Verheißung. Also er ist irgendwo ein Schlüssel, aber er ist auch nicht Mainstream. Ist nicht unbedingt Mainstream, dass man einander ehrt mit allem, was wir haben und einander losrennen und sagen, hey, ich möchte dich ehren, bevor du mich ehrst. Aber Ehre fördert Leben. Ich glaube, Ehre fördert lebensspendende Beziehungen. In einer Kultur der Ehre schaffen wir einen Raum, wo Menschen sich völlig entfalten können. Wo Menschen sein können, wie sie sind. Wo Menschen sich nicht verstellen müssen und wo sie mit ihrer Gabe und all das, was in ihnen steckt, darf zum Vorschein kommen. Und die Kultur der Ehre wird dann auf die Prüfung gestellt, wenn Menschen Fehler machen. Denn wenn Menschen versagen, sich nicht so verhalten, wie ich denke, wäre es gut, dann wird die Kultur der Ehre auf die Prüfung gestellt. Und das ist der zweite Vers, den ich über den Morgen möchte stellen, Matthäus 7,12. Das ist ein biblisches Prinzip, das Jesus uns da weitergibt. Behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Vielleicht hast du schon mal überlegt, wie wünschst du dir, dass Menschen mit dir umgehen, wenn du einen Fehler machst? Wünschst du dir zum Beispiel, ich nehme gerade ein praktisches Beispiel von mir, oder? Wenn der Tom zum Beispiel wieder einmal vergisst, das Mail zurückzuschreiben, oder wenn der Tom einen Termin vergisst, oder etwas nicht einhalten kann, was er versprochen hat, alles schon vorher. Wie wünsche ich denn als Tom, dass man mit mir umgeht?
wünsche ich mir, dass die Person, die vielleicht verletzt worden ist durch mein Verhalten, mit anderen Menschen darüber redet und sagt, hey, der Tom hat es wieder nicht auf die Reihe gebracht. Hey, ist das mühsam mit dem Kerl. Und das mit möglichst vielen. Oder wünsche ich mir als Tom, dass die Person so Allianzen bildet und mit allen anderen über das Problem redet, nur nicht mit mir. Oder wünsche ich mir, dass die Person kommt und mir den Fehler immer wieder unter die Augen reibt und immer wieder sagt, du Tom, dort ist nicht gut und du, oh, weisst noch, hast du das Mail vergessen. Natürlich nicht. Was wünsche ich mir denn? Wenn ich einen Fehler mache als Tom, wünsche ich mir doch, dass eine Kultur da ist, wo Menschen mir vergeben können. Wo Gnade vor Recht herrscht. Wo mir der Fehler nicht vorgehalten wird, aber auch nicht so tun wird, dass es nichts passiert. Wo aber gnädig mir gegenüber ist und mir nicht noch eins auf den Deckel gibt. Weil oft sind ja Menschen, die Fehler machen oder wo wir uns falsch verhalten, oft schießt uns ja das am meisten selber an. Und dann brauchen wir nicht noch eins auf den Deckel, sondern viel mehr, was wir brauchen, ist Vergebung und einfach auch die Zusprache, hey, ich habe dich trotzdem gern, du bist ein Kind von Gott. Etwas, was wir uns immer wieder, müssen vor Augen halten, wenn Menschen Fehler machen, ist, wenn jemand eine Beziehung mit Gott hat, ist er unbestrafbar. Durch das, was Jesus gemacht hat, durch ihn, ist jeder von uns, der sich Gläubige nennt, unbestrafbar. 1. Johannes 2, 1-2. Meine geliebten Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Sollte aber doch jemand Schuld auf sich laden, dann tritt einer beim Vater für uns ein, der selbst ohne jede Sünde ist, Jesus Christus. Denn Christus hat unsere Sünden, ja die Sünden der ganzen Welt auf sich genommen. Er hat sie gesühnt. Wenn wir, du und ich, einen Fehler machen, dann ist da einer, der Jesus, der uns vor Gott vertritt als Anwalt. Und Jesus hat am Kreuz die offene Rechnung zwischen Gott und dem Menschen gezahlt. Ein für alle Mal. Und wenn ich ein Kind Gottes bin, bin ich unbestrafbar. Das heisst, im Umgang miteinander, wir müssen dann nicht noch eins auf den Deckel geben, wenn jemand einen Fehler macht. Wir müssen aber auch nicht sagen, hey, schon gut, komm, bist unbestrafbar, alles easy peasy. Das ist auch billige Gnade. Zu dem kommen wir später. Aber wir dürfen den anderen auch nicht bestrafen mit unserem Verhalten. Und ich rede aus Erfahrung mit meinen Kindern. Ihr könnt euch vorstellen, meine Kinder bringen mich immer wieder so an eine Grenze zum Wahnsinn manchmal. So, die Grenze ist manchmal ein bisschen fließend, manchmal ist sie die Zündschnur ein bisschen länger und manchmal ein bisschen weniger. Aber ich habe gemerkt, als ich mein Verhalten reflektiert habe, wo ich immer wieder mein Verhalten reflektiert, wie verhalte ich mich zum Beispiel dem Leon gegenüber, wenn er mich verletzt oder wenn er sich gegenüber mir falsch verhaltet in meiner Sicht. Und ich habe oft gemerkt, dass ich hingehe und ihm eigentlich Liebe entziehe, keine Zeit mit ihm verbringe und ihn eigentlich so strafe. Das ist nicht die Kultur der Ehe. Die Kultur der Ehe ist eine Kultur, die gelebt wird aus Gnade und nicht von Regeln einhalten und Gesetze einhalten. Und ich wünsche mir, dass wir so eine Kultur von der Liebe und Gnade noch mehr dürfen unter uns walten lassen. Gerade dann, wenn Menschen Fehler machen, dann kommt es darauf an, wo stehen wir mit dieser Kultur von der Ehe. Das ist auch im Fußball so oder in jedem Mannschaftssport. Nicht im Erfolg kommt es darauf an, wie du gut geschafft hast, sondern im Misserfolg. Dann musst du noch mal eine Schippe drauf mehr legen. Dann kommt es darauf an, ob der Teamgeist, ob der wirklich verhebt. Und da haben wir auch Vorbilder in der Bibel. Wie ist zum Beispiel Gott mit dem David umgegangen, nach dieser Geschichte mit dem Bathseba? Der Nathan hat ihn darauf hingewiesen, aber er hat ihn nicht bestraft oder vernichtet. Warum nicht? Hingegen den Saul schon. Warum nicht? Weil David etwas gelernt hat. Wir lesen in der Bibel, dass der David 7 Tage auf dem Fußboden Buße tun hat.
Und nachdem er aufgestanden ist, nach 7 Tagen, ist er ein anderer Mensch gewesen in dieser Beziehung mit Gott. Vom Saul lesen wir das nicht. Und es hat in David keinen zweiten Vorfall gegeben, wie der Vorfall mit der Bathseba. Und das ist etwas, was ich mir wünsche, auch unter uns, dass das Platz haben darf. Vergebung und Buße untereinander. Und das ist etwas, wo wir nur gestalten oder leben, wenn wir Vertrauen zueinander haben. Wenn ich Vertrauen zu jemandem habe, dann teile ich etwas mit dieser Person. Dann gehe ich auf die Person zu und lasse nicht einfach geschehen, sondern ich konfrontiere ein Stück weit auch eine Person. Denn eins ist wichtig, jeder von uns, und das ist klares Bewusstsein, das wir haben, jeder von uns wird irgendwann Fehler machen. Und dann ist die Frage, wie gehen wir um, wenn Menschen Fehler machen? Wie gehen wir um, wenn wir sehen, dass Menschen vielleicht nicht so handeln, wie wir denken, ist es christlich richtig? Wie gehen wir um, wenn wir denken, könnte man jetzt auch anders lösen? Wie gehen wir um, wenn man denkt, ja, das sehe ich jetzt ganz anders? Philipper 1, 21-22. Auch ihr wusstet früher nicht, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Ihr wart seine Feinde durch alles Böse, das ihr gedacht und getan habt. Doch indem Christus Mensch wurde und am Kreuz starb, hat Gott euch mit sich selbst versöhnt. Jetzt gehören wir zu Gott und stehen befreit von aller Schuld und Sünde vor ihm da. Das ist das, wo Jesus über dich denkt, wenn du ein Kind von Gott bist. Gott sieht dich absolut rein, makellos, fehlerlos, gerecht und heilig. Warum? Nicht, weil ich Tom so ein Siebensieg bin, sondern warum? Weil man die Bibelstelle von vorher, weil da einer ist, der Jesus, der für mich eintritt, wenn ich Fehler mache. Und das ist auch im Umgang miteinander entscheidend. Egal, wie der andere tickt, egal, wie der andere sich benimmt, egal, ob er mich verletzt oder nicht, eins ist sicher, er bleibt und bleibt das Kind von Gott. Und Gott, da merke ich, da habe ich so viel Potenzial, einfach auch meine Mitmenschen mit der Sicht von Gott zu sehen. Nämlich, dass jeder Mensch auch so Goldschätze in sich hineinträgt. Und jeder Mensch macht Fehler. Ich habe zum Beispiel beim linken Fuß habe ich so einen Spießer im Fuß. Der Keim kommt jetzt einfach nicht raus. Das ist so mühsam. Zugsalbe drauf, heute Morgen probiert, geht nicht. Das könnte jetzt ein Bild sein für mein Versagen, oder? Und Gott sagt, ihr seid Kinder vom Licht, wenn ihr an mich denkt, wenn ihr an mich glaubt. Und jetzt, wenn da so etwas reinkommt, würde ich ja niemals sagen, ich bin so ein Spieß, nur weil der jetzt in mir innen ist, oder? Sondern ich bin trotzdem noch der Tom. Also steht kein Pflock vor euch. Ersparen wir jetzt Zwischenbemerkung. Nein, verstehen Sie, was ich meine? Wir bleiben, egal ob wir uns falsch verhalten, egal ob Dunkelheit will in unser Leben kann, wir bleiben das Kind von Gott. Wir bleiben Kinder vom Licht, absolut unantastbar. Das legitimiert uns aber nicht, einfach so ohne Rücksicht zu leben und einfach mit Fehlern umgehen. Ja, mir wird die vergehen und so. Das natürlich nicht, das ist klar. In der Kultur der Ehe herrscht eine Vertrauensbasis. Und Gott hat uns die Vertrauensbasis ein Stück weit auch zugespielt, weil er hat gesagt, hey, Tom, du kannst entscheiden zwischen Gut und Böse. Und er gibt uns einen Vertrauensvorschuss. Und so ist es auch unter uns. Auch wir, wenn wir die Kultur der Ehe leben wollen, ist es wichtig, dass wir einander vertrauen, dass wir den Leuten einen Vertrauensvorschuss geben. Dass ich weiss, hey, sie meinen es gut mit mir, sie wollen das Beste in mir, sie wollen nicht mir schlecht, sie wollen nicht mir schaden, sondern ich weiss, dass sie das Beste in mir vorheben wollen. Und wenn das passiert, wenn das eine Gemeinschaft durchdringt, dann wird jeder von uns
sein Bestes hervorbringen. So ist es auch, eben, wie ich schon gesagt habe, in einer Sportart. Wenn jeder aufeinander schaut, wenn jeder weiß, auf den anderen kann ich mit zu 100% vertrauen und wenn ich einen Fehler mache, der andere wird den ausbügeln oder ich stehe für mich, da wird eine Mannschaft sein, die durch dick und dünn geht. Sie wird nicht immer gewinnen, aber sie wird immer wieder auf einem guten Weg sein. Die Kultur von der Ehe meint, dass wir eine Umgebung schaffen, wo wir geliebt und angenommen sind. Und wo du und ich, wo wir eine Freiheit haben, so dürfen sein, wie wir sind, ohne dass der andere mit dem Zeigefinger kommt und sagt, hey, du bist schlecht. Oder du hast einen Fehler gemacht. Die Kultur von der Ehe meint, einen Raum zu schaffen, wo du und ich so sein können, wie wir sind. Und da ist mir Jesus auch wirklich nochmal ein Vorbild im Umgang mit dem Petrus. Jesus sagt dem Petrus, hey Petrus, du bist mein Fels, auf dich will ich meine Gemeinde bauen. Jetzt, wo Jesus das Petrus sagt, ist der Petrus eigentlich eher ein Kieselstein, wahrscheinlich als ein Fels. Weil er verleugnet nachher Jesus 3-mal. Und wir lesen das so und denken, ja, easy peasy, hat ihn verleugnet, kommt ja schon alles gut. Aber stell dir mal vor, du bist in einer schlimmsten Situation von deinem Leben. Und dein Freund sagt, ich kenne dich nicht. Einmal, nicht zweimal, 3-mal. Es tut auch weh. Aber nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist, begegnet er Petrus und nachdem er ihm sagt, hey, ich habe dich lieb, oder hast du mich lieb, nachdem er ihm die Frage stellt, sagt er, hüte meine Schafe. Er bestätigt die Berufung und sieht weiterhin das Potenzial, obwohl der Petrus sich wahrscheinlich als Hinterletzter gefühlt hat und total versagt hat in unserem Blick. Aber Jesus sagt, ich habe dich für das wählen. Klar, da ist ein Fehler passiert, für das bin ich da. Aber weißt du was, es ändert nichts an deiner Berufung, es ändert nichts an dem Potenzial, das ich in dir sehe. Ich habe ein Bild mitgebracht von einer Goldmine, ich habe das Bild auch schon gezeigt. Das ist für mich einfach so ein gutes Bild geworden für den Umgang miteinander. Warum? Oft ist es so, dass wir als Menschen auch defizitorientiert sind. Dass wir hingehen und sagen, jetzt beim Petrus oder praktisches Beispiel, du hast versagt, mit dir kann ich nichts anfangen. Wenn man in einer so einer Goldmine Gold sucht, dann sieht man in erster Linie zuerst einmal ein bisschen Dreck. Und vielleicht ist es bei uns Menschen gar nicht anders. Wenn man nämlich Fehler von den Menschen suchen, garantiert, du wirst Fehler finden. Wenn du zu mir kommst, mich begleitest und Fehler suchst, du wirst Fehler finden, 100%. Aber die Frage ist mein Blick auf Menschen defizitorientiert oder nicht? Schaue ich auf den Dreck, der da ist in einem Menschen, oder suche ich das Gold, das Potenzial, das, was gut ist, dass das zum Vorschein kommt. Wichtig ist so eine Kultur von der Ehe, die werden wir nicht aus uns heraus gestalten können. Wenn jemand Fehler macht, wenn meine Kinder Fehler machen, mein erster Gedanke ist immer, oh nein, nicht schon wieder. Defizitorientiert. Wir brauchen Jesus, wir brauchen den Heiligen Geist. Ohne ihn werden wir das Prinzip nicht leben können, dass wir das Gute im Menschen sehen. Was Kultur von der Ehe nicht bedeutet, ist, dass man einfach sagt, ist alles gut. Schwamm drüber, passt schon, obwohl es gerne nicht in Ordnung ist. Oder dass ich so tue, wie wenn alles gut wäre. Das ist nicht echte Liebe, das ist Heuchelei. Wenn man Sachen unter den Teppich kehrt, wo eigentlich ans Licht müsste kommen. Und in einer Kultur von der Ehe, da ist eine Fehlannahme, meinen wir manchmal, und da leiden wir vielleicht manchmal als Gemeinde ein bisschen drunter, dass es keinen Konflikt oder Konfrontationen darf geben. Aber eigentlich ist es absolut logisch, dass es in einer Kultur von der Ehe Konflikt gibt. Warum? Weil wenn ich dem anderen
wenn ich den unabdingbar liebe und ihm die Chance gebe, dass er so kann sein, wie er ist, dann werde ich 100%ig irgendwann anecken. Weil wir sehen viele Sachen sehr unterschiedlich. Wir sehen unterschiedlich, wie man Kirche baut, man kann unterschiedlich sehen, was man theologisch glaubt, man kann unterschiedlich sehen, wie man mit Corona-Massnahmen umgeht, man kann unterschiedlich sehen, wie man sich so kleidet, wenn man predigt hat, man kann unterschiedlich sehen, was für Musik man am Sonntag spielt und. In einer Kultur von der Ehre ist Konflikt etwas ganz Normales. Aber bitte, Klammerbemerkung, sucht den Konflikt nicht. Ich mag nicht jeden Tag 5 Konfliktgespräche. Aber es ist einfach so. Manchmal hat man so Vorstellungen, ja, in einer Kirche miteinander, da muss alles so easy peasy und schön und gut. Nein. Wenn ich euch die Freiheit gebe, dass ihr euch entfalten könnt, dass ihr sein könnt, wie ihr seid, und ich auch, wird das Reibung erzeugen, wird das Konflikt erzeugen. Und etwas, was in einer Kultur von der Ehre auch wichtig ist, ist, glaube ich, Konfrontation. Was meine ich mit Konfrontation? In einer Konfrontation geht es darum, Sachen ans Licht zu bringen, die im anderen schlummern, wo dem anderen vielleicht gar nicht bewusst ist. Jetzt, ich merke, das ist für mich ein brutales Übungsfeld. Oder ich komme mega viele Sachen mit über von Menschen. Und manchmal gefallen mir Sachen und manchmal denke ich, soll ich etwas sagen? Ah nein, ich gehe den einfachen Weg. Konfrontation braucht auch ein bisschen Mut. Ja, nicht nur ein bisschen, sondern braucht Mut. Jemandem vielleicht zu konfrontieren, dass er mich verletzt hat. Oder jemandem konfrontieren mit etwas, wo er eine Wirkung hat auf andere, ist manchmal gar nicht so einfach. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie ich das mache. Natürlich, wir haben es vom Vertrauen gehabt. Ich werde mich nur öffnen, wenn mich jemand konfrontiert, wenn ich dieser Person vertraue. Ich glaube, wenn Menschen das Vertrauen von uns spüren, dann kann man auch gewisse Sachen ansprechen, die wir vielleicht nicht so in Ordnung finden. Ich habe in der letzten Zeit mit jemandem ein Projekt in einem Team und wir sind über längere Zeit am Zusammenarbeiten. Und irgendwann ist die Person zu mir gekommen und hat gesagt, Tom, unter Zusammenarbeit stelle ich mir etwas anderes vor. Wie siehst du das? Können wir das irgendwie anders gestalten? Sie hat mich konfrontiert mit etwas, was ich ausgestrahlt habe, was ich ausgewirkt habe, wo ich mir gar nicht bewusst war. Das Coole war, die Person hat das angesprochen und hat sich getraut, mir das zu sagen und mich zu konfrontieren. Die Person hätte auch sagen, weißt du was, Tom, mit dir, das kommt nicht gut, lassen wir es, wir werfen alles her. Ich glaube, wir zwei funktionieren nicht zusammen. So wäre es vielleicht normal gelaufen, wenn man nach dem Stichwort gehandelt hätte, Ehre wem Ehre gebührt. Aber die Kultur von der Ehre hat auch viel damit zu tun, Ehre wem Ehre nicht gebührt. Und die Person hat mich angesprochen, konfrontiert und wisst ihr, was das Coole ist? Letztens haben wir eine Sitzung gehabt und der Schlusssatz von dieser Person ist, Tom, es ist cool, mit dir zusammen zu arbeiten. Da sind wir einen Weg gegangen. Warum? Weil die Frau mich konfrontiert hat oder der Mann. Einfach konfrontiert mit etwas, was sie auf dem Herzen hatte, was sie nicht schlucken wollte. Habe ich mega stark gefunden. Das ist die Kultur von der Ehre. Was hat die Kultur von der Ehre für eine Auswirkung? Ich glaube, es kann ganz praktische Auswirkungen haben, dass wir einander anfangen, mehr und mehr auch dienen. Als Leiter, wenn du Leiter bist, da, ehren wir unsere Mitarbeiter. Als Mitarbeiter ehren wir unsere Leiter. Stellen wir unsere Zeit zur Verfügung. Übernehmen wir einen Dienst, wenn andere nicht können, wie der Röbi heute Morgen zum Beispiel. Zeigen wir Interesse an den anderen, ermutigen wir die anderen, trösten wir sie, sagen wir Danke. Ganz ein freundliches, aufmunterndes Wort kann eine Auswirkung sein von der Kultur von der Ehre. Oder eben auch ein Feedback geben. Ich glaube, eine Feedback-Kultur ist ganz wichtig, auch um einander zu ermutigen, zu sagen, hey, super gemacht, hey, gut gemacht, ich habe Freude, wie du das machst, aber auch eben in der Konfrontation auf der anderen Seite.
Sagen, hey, bist du dir dessen Verhalten bewusst? Überlegst du doch mal. Konfrontation hat nie das Ziel von Anklage, sondern dass Beziehung vertieft wird und nicht das Ziel, dass Beziehung in die Brüche geht. Wir kommen zum Vers Johannes 13, 34 bis 35. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeden erkennen, dass ihr meine Jünger seid, sagt Jesus. In dem Vers macht Jesus eine Verbindung zwischen dem Umgang miteinander und der Wirkung gegen aussen. Ich finde das spannend, wie das zusammenspielt. Und eigentlich meint der Vers, wenn wir es untereinander nicht schaffen, einander zu tragen, einander zu ermutigen, einander zu lieben, miteinander unterwegs zu sein, dann ist unser Zeugnis gegen aussen irgendwo auch ein bisschen kraftlos. Aber es ist eine mega Chance umgekehrt, wenn wir dürfen eine Kultur leben, wo Menschen angenommen sind, wo sie geliebt sind, bedingungslos, wo Menschen dürfen Fehler machen, wo Menschen nicht verurteilt werden, wo Freude, Geduld und Gnade darf regieren. Und wenn andere Menschen von außen in so eine Gemeinschaft hineinkommen, wird ihnen das gut tun, weil sie etwas erkennen von dem, was sie in der Welt nicht erkennen. Und das ist ein Teil von Evangelisation, wo wir als Kirche etwas dazu beisteuern können, dass Menschen zum Glauben kommen. Also das heisst, die Kultur von der Ehe, der Umgang miteinander, Community, die ganze Input-Serie, die der Georg nächste Woche abschließt, machen wir nicht einfach nur für uns, dass man spürt, wie fühlst du mit Club sind. Das auch ein bisschen, darf was sein. Absolut. Aber es ist auch ein Zeugnis für die Welt. Weil Menschen dürfen zu uns kommen und dürfen merken, da ist etwas anderes. Und das ist nicht nur, wenn Menschen einfach zu uns jetzt in den Gottesdienst kommen oder Livestream schauen, sondern das ist auch überall dort, wo wir als Kirche gegen aussen treten. Zum Beispiel Projektwochen. Oder? Da arbeiten viele von uns mit, viele gleiche Teams. Und auch dort ist entscheidend, wie gehen wir miteinander um. Wenn bei der Verpflegung etwas nicht klappt, geht der Tom her und fängt einfach einmal an zu schimpfen und sagt, Mann, haben wir es wieder nicht im Griff. Oder wenn ich etwas vergesse, kommt der Verpflegungschef zu mir und sagt, hey Mann, du checkst es einfach nie. Nein. Sondern wir ermutigen einander. Der Umgang, wo wir dort auch miteinander leben, in so einer Projektwoche, ist ein lautes Zeugnis für die Welt, da bin ich überzeugt. In jedem Camp, überall, wo wir zusammen unterwegs sind. In der Vorbereitung auf die Predigt habe ich mich auch immer wieder reflektiert und mir sind einige Situationen in den Sinn gekommen, wo ich die Kultur von der Ehe nicht gelebt habe. Wo ich nicht auf Menschen eingegangen bin, die es gebraucht hat, wo ich vielleicht sogar Menschen ignoriert habe mit ihren Bedürfnissen, wo ich nicht mitgefühlt habe. Wie gut ist es, dass wir einen Ort haben, wo wir das hinbringen können. Und als Zeichen von dem möchten wir jetzt zusammen miteinander das Abendmahl feiern. Das Abendmahl ist auch so etwas Schönes. Es gibt so eine neue Mode, dass man das Abendmahl allein feiert. Ich sage nicht, dass das wahnsinnig schlimm ist, aber ich verstehe das Abendmahl so, dass es ein Gemeinschaftsmahl ist. Das Abendmahl ist ein Akt von einer Gemeinschaft. Und das möchten wir jetzt zusammen feiern. Und ich möchte einen Text lesen aus Lukas 22, Verse 14 bis 20. Als es Zeit war, mit der Feier zu beginnen, setzte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch. Er sagte, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde das Passamahl nicht mehr feiern, bis sich im Reich Gottes seine volle Bedeutung erfüllt. Dann nahm er den Becher mit Wein, dankte Gott dafür und sagte,
nehmt diesen Becher und trinkt alle daraus. Denn ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Dann nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein und gab ihn den Jüngern mit den Worten, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen ist. Ich weiß nicht, wo du stehst in deiner Beziehung mit Gott. Ich weiß nicht, wie deine Woche war. Ich weiß nicht, wie du zum Thema Kultur der Ehre stehst und wo du gerade irgendwo unterwegs bist mit Menschen, wo es vielleicht gerade nicht so funktioniert. Aber ich weiß, es gibt einen Ort, wo wir hingehen können. Der Ort ist Jesus. Und er gibt uns den sicheren Raum, wo wir bei ihm geborgen sein können. Ich möchte euch einladen zum Abendmahl. Wir werden 2 Helfer haben. Danke vielmals. Kommt doch führen. Ihr dürft am Platz sitzen bleiben. Die Helfer werden zu euch kommen und ihr dürft das Abendmahl gern mit dem Nachbar oder auch für euch allein teilen.